Freund Parteipräsident, Freund Generalsekretär, die Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind eine Programmpartei. Wir sind nicht eine Partei vom Wischiwaschi, vom Ungefähren, mehr eine Partei mit präzisen Aussagen. Wir sind, wenn wir an die Wahl gehen, keine Partei, die will Revanche holen, mit den Lützeburger will sagen, was an den nächsten 5 Jahren will. Wir machen nicht Wahlkampf für eine Partei aus der Regierung zu kriegen, das überlassen wir anderen, die Sache geht schief. Wir sind keine Partei, die will andere unbedingt daran hindern, für an die Regierung zu kommen, aber dann müssen sie genug Stimmen kriegen, für vorzukommen, für das zu machen. Dasselbe zählt für uns. Wir wollen auch am 20. Oktober mit Aufstand die stärkste Partei zu Lützeburg bleiben. Dafür machen wir alles, dafür mache ich alles. Und ich so an denen merci, die das Stage an der Weg sind, für unsere Handel hoch zu halten. Wir haben am Gegensatz zu anderen, die sich verschreiben, wenn sie eigentlich Ideen wollen ausdrücken, nicht Lust auf Murcht. Wir haben Lust auf Lützeburg, dem Land wollen wir Dinge zusammen mit denen, die hier wohnen. Wir haben keine Lust auf Murcht, sowieso ein extrem relative, schmule, butzige Begriff zu Lützeburg, weil wir kennen Kontranten, Last vom Exerzice von der Murcht, weil wir an der Regierung diesem Land lang gedingt. Das heißt in der Zeiten, wo ich groß Versprechen kann machen, das heißt als eine Zeit von den großen Springen, das heißt als eine Zeit, wo man mit zwei Füßen am Boden muss bleiben, auf dem Boden, den an Zukunft feiert. Wir müssen als Land vorbringen. Wenn wir uns selber gucken, wenn wir uns selber in der Lab gucken, da gehen wir uns da verdrießlich, weil nicht alles ist gut, so wie es ist. Wir wenn wir uns mit den Herren von denen anderen gucken, mit denen von rundherum, da sehen wir vergleichbar mit ihnen schrecklich gut aus. Es geht nirgends besser wie zu Lützeburg, wo schon nicht alles gut geht. Und ich bin noch nicht damit d'accord, dass so gemerkt wird, wie wir Lützeburg an den letzten 30 Jahren zu einem Armenhaus gehen. Das ist nicht, dass ein modern, in zukunftsorientiertes Land gehen, und das soll es doch bleiben. Dafür muss man mit diesem Remodernisierungsprogramm, mit diesem Reformprogramm für Lützeburg an Europa führen. Und da, wo Modernisierungserfahrungen zusammenlaufen, da, wo sich das wesentlich weist, da, wo ein Land an seiner Essenz zu packen kriegt, das ist bei der Lektüre, aber beim Notdenken über die Grundprinzipien, die Angang musste finden an die Lützeburger Verfassung. Wir brauchen eine neue Verfassung. Mit der Verfassung, da das kein Kräftemessen zwischen Parteien und gesellschaftlichen Kräften, da muss ein Konsenskonstrukt gehen von allen relevanten politischen Kräften und von großen Teilen von der Zivilgesellschaft. Ergo müssen die Zivilgesellschaft Bürger unter Ausschaffung von der Verfassung intensiv beteiligen. Wir müssen die Leute auch fragen, an dem wir ihnen nur lauschen, was sie da mengen, was ist Angang an die Verfassung fanden, aber wir müssen sie da detailliert fragen, und wir müssen von der Bestimmung an der Verfassungsrevisionskommission von der Chambre, wo der Paul-Henri Meyer sein exzellent Arbeit gemacht hat, kann ihm von der Verfassung geht Wasser rechnen, dann müssen wir auch ein Referendum über die Verfassung aufhalten. An die Verfassung an das Grundgesetz muss man auch die Regeln abschreiben, nur weiteren Regeln, das verfolgt, wenn die Chambre abgelöst soll gehen, aber wenn es zu viel gezogene Neuwahlen kommt. Über die Regeln verfügen wir nicht, und dafür auch möglich Unsicherheit bei den Prozeduren, wie sie das hier
zur Uwendung kommen sind, wir müssen an der Verfassung präzisieren, wie das geht. Man Misstrauensvotum gegen die Regierung mit der Vertrauensfroh, die Regierung kann stellen, aber mit dem frühzeitigen Ablesen vom Parlament. Ich bin nicht der Meinung, dass es einen Artikel soll gehen, den DAX soll gebraucht gehen. Wir wann Lust hat, Neuwahlen zu machen, na mir hat Lust, mir auch für Neuwahlen zu machen, für Unsicherheiten aus der Welt zu kriegen, da muss es kloren an der Verfassung beschriebene Weg gehen, wie ihn das kann machen. Mir hätte gern, dass an Verfassung das Prinzip stehen kann, dass zukünftig die höchste Magistraten, auch der Procureur General, nicht mehr von der Regierung genannt gehen, mit dass die höchsten Magistratsposten von der Magistratur selber gestaltet gehen. Die Regierung soll sich aus dem Geschäft über die Bestellung und die Ausstattung von dritten Pouvoir heraushalen. Wir hätten gerne eine unabhängige Justiz, und dafür gibt es keine Nominationen mehr durch die Regierung gemacht, ob schon die Tatsache, dass sie durch die Regierung gemacht sind, der Independance von der Justiz kein Schritt zugefrüht wird. Wir hätten gerne, wenn die Verfassung revidiert wird, dass der Grand Duc bleibt. Ich will hier übrigens profitieren von der Gelegenheit, für den Prinz Felix an seiner Frau von dieser Platz aus all Gutes zu wünschen. Ich konnte nicht hinfahren. Ich hoffe, dass es aber gut geht. Wir müssen hier bleiben. Wir hätten gern, dass der Grand Duc den Platz an einem institutionellen System behält, die ihn hat. Der Grand Duc steht über die Parteien und darf nicht an den Parteistreit gezogen. Wir sind radikal gegen Propositionen von anderen, die erstens den Grand Duc wollen aufschaffen, erst gegen sie aufgeschafft wie der Grand Duc. Zweitens sind wir der Meinung, dass der Lützeburger Grand Duc nicht darf immer nachgehen, wie wir sie aus den skandinavischen Ländern kennen, wo sie nichts zu sagen haben, wo sie sich nichts zu bekümmern haben, wo sie auch für allem nicht um die Regierungsformation zu bekümmern haben. Es wird vorgeschlagen von anderen, dass in Zukunft der Chamberpräsident soll die Regierung bilden und den Formateur ernennen. Ich habe all Respekt für den Chamberpräsidenten, notamment für meinen Freund auf Vierbild zu Jean, den einen guten Minister und einen guten Chamberpräsidenten verschieden, dass der Heibach Jean. Ich traue dem Laurent Moser auch alles zu. Aber ich hätte gern, dass der Grand Duc den Formateur nennt, nicht ein Parteipolitiker, der nicht unabhängig kann urteilen. Der Grand Duc steht über die Parteien, die soll die erbig machen, die von uns, dass wir Monarchie haben, bis auf wenig Ausnahmen gut gemerkt haben. Wir wollen das nicht ändern. Wir hätten gern, dass der Lützeburger Spruch an die Verfassung als Spruch von der Lützeburger angeschrieben wird. Wir schwätzen Lützeburg. Und der Lützeburger Spruch als ein wesentlicher Kanal, ein wesentliches Instrument von der Integration an die Lützeburger Gesellschaft. Und wir sollen höflich darauf sein, dass wir nicht mehr Lützeburg schwätzen. Wir brauchen also auch nicht zu schummen, dass wir Lützeburg schwätzen. Und dafür hätte ich gerne, dass das Prinzip von der Lützeburger Spruch als Spruch von der Lützeburger Angang an die Lützeburger Verfassung findet. Wir sollen höflich sein, dass wir mehr Wir sollen höflich sein, dass man mehr die Engspruch schwätzen. Das weiß nebenbei bemerkt, dass Lützeburger schon nicht so schlecht ist, dass wir einzeln als ganz tags wollen machen. Wir wollen nicht zu Bresel sind oder auf andere Plätzen. Ich rede ja nicht viel. Nein. Ich gucke ja periodisch die Feuilleroute von den Ministern. Also ist sie nicht den am meisten fordert. Es sind den am meisten Pressekonferenzen gibt. Es sind nicht den am meisten fordert. Sind immer höflich, wenn wir zu Bresel an 3 Sprachen erhalten können. Französisch, Deutsch und Englisch, dabei schwätzen wir nach nicht Lützeburg, weil kann ich nicht von den anderen verlangen, dass allen großen Weltsprachen mächtig sind. Wir können aber Spruch
von denen anderen an dafür als Spruch einfach fast. Selbstverständlich ist es richtig, sich periodisch froh über die genaue Ausrichtung vom Wahlrecht zu stellen. Wen darf an einer Wertverkonditionen wählen? Ich will ganz ehrlich sagen, die Idee, dass die Nicht-Lützeburger, die heute zu Lützeburg wohnen, einfach so nur ein paar Jahre sollen Möglichkeit kriegen, für Chamberwahlen teilzuholen, die Idee wird der CSV nicht umgesetzt. Wahlrecht als und Nationalität gebunden. Keiner soll probieren, als Dora sich Streck zu drehen. Gefühl zu vermitteln über den CSV Schwierigkeiten mit den Nicht-Lützeburger, hätten wir viele Nicht-Lützeburger auch heimbannen. Wir haben Doppel Nationalität angefordert. 20.000 Leute haben seit 2009 Doppel Nationalität angeholt. Haben Lützeburg gelehrt, haben sich Examen präsentiert. Wir hätten gern, dass die Leute nicht Gefühl kriegen, sie hätten ihren Integrationseffort im SOS gemacht. Wir hätten nicht gern, dass die während Doppel Nationalität sind, fanden, das wäre weh, den überflüssig für zu gehen, dadurch, dass in Lützeburger Nationalität hält, bekennt in sich zu unserem Land, aber wir wollen noch den Weg für die Lützeburger Nationalität misere mir leicht zu kriegen, notamment was Sprachexigenzen anbelangt, erleichtern. Wir hätten gern, dass es den Weg geht, in die Wahlkabine kann gehen, und dass sie sich nicht an die Wahlkabine transportieren lesen, und dafür findet das mit Eisen nicht statt. Aber ich sage ein Wort dabei, wir machen durchaus kein Wahlkampfthema. Das geht aus dem Land nicht gut, wenn wir die froh kontrovers anheimst du polemisch diskutieren. Mich wollte just so, für was das CSV steht, auf für was das nicht steht. Wir so allen Ausländern, alle Nicht-Lützeburger, die Doppelnationalität angeholt, ein herzliches Bonjour. Wir sind froh, dass sie da sind an anderer, wenn sie wählen gehen, die sollen dieselbe Weg gehen. Mir hätte gern, dass in einer Zeit, wo so vieles durcheinander gerät, wo manches auch vorgestaltet, dass sie noch das Prinzip von der religiösen Freiheit an als Verfassung stellt. Wir müssen ein Land sein, das unverkrampft mit den großen Weltreligionen umgeht. Wie das am Ausland der Fall ist. Heinz, da gucken Sie die deutsche Television, und da sehe ich die Spitzenkandidatin von der geringen Präsidentin von dem evangelischen Kirchen da ist. Da das bald so, wie wenn der Herr Bausch Präsident vom Bischofsrat wird. Das steuert an geordneten Demokratie kein Mensch, dass Politik in unverkrampften Umgang mit der Politik hat. Und dafür soll man das Prinzip am Sinn von der Toleranz und am Sinn von der Akzeptanz von der religiösen Freiheit an als Verfassung ausschreiben. Wir wissen ganz genau, das Verhältnis zwischen Kirchen und Staat muss revidiert gehen. Der Status quo kann es an der Frage nicht gehen. Er muss Gesellschaft führen, die geht führen, er muss in Kirchen mitgehen, sonst gehen sie storegelos, und dafür muss man uns mit dem Thema beschäftigen, notamment mit der juristischen und finanziellen Situation von den Kirchenfabriken, die dringendst enger Revision bedürfen. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was für Zwecke, dass die Kirchen, die nicht mehr zu kultischen Zwecken gebraucht können, zur Verfügung gestellt, wie das auch rundherum überall geschieht, kulturell Destination von den Gebäudigkeiten imposiert sich regelrecht. Und dafür wollen wir gucken, dass wir an der Frage fair kommen. Wir müssen noch als Relation mit dem Islam klären. Das ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft an unserem Land. Wir können nicht merken, wie wenn die Leute nicht hier am Land wohnen und nicht hier am Land leben. Ich hätte just gern, dass die zu Recht frohen, ihre Relationen mit dem Staat geregelt zu kriegen, und die zu Recht so, und sie wären ein Teil von der Lützeburger Gesellschaft, sich auch an alle Fälle und die Grundordnung haben, die von diesem Land ist. Und dazu gehen Fragen.
das so gehen an echter Lindenrechter von der Frau. Wir losen nicht so, dass an Europa Rechter von der Frau nur andere Ideen gehen. Tut lang genug gekascht, bis die Frauen da wären, wo sie heute sind, und sie sind noch nicht weit genug. Und dafür muss man dafür sorgen, dass es zu einem Modell von Zusammenleben gehört, dass die Frauen dieselben Rechte haben wie die Männer, dass sie sich selbst können beholen wie die Männer, und dass sie sich nicht müssen verstoppen, wenn sie an der Öffentlichkeit sind. Das gehört mit zu einem guten, toleranten, neben den Nähen, am den Nähen leben, und dafür wird man sorgen. Von Religionsunterricht an den Schulen als auch zu übergucken. Wir bleiben der Auffassung, dass der Religionsunterricht an Moralaik ein Festplatz an der Grundschule müssen haben. Wenn Eltern hier kleine Kinder wollen an den Religionsunterricht schicken, da soll der Staat ihnen nicht verbieten, sie an den Schulunterricht, an den Religionsunterricht zu schicken. Wir sind der Meinung, dass der Religionsunterricht an die Grundschule gehört und dabei bleibt. Wir sind aber auch der Meinung, dass von Kanamial gehen, wenn sie aufhängen, löser Wurzeln zu gehen, wenn der Bär an der Stimmbruch lauert, dass dann einer wer muss gehen. Und dafür geben wir gern an zusammenarbeit mit den Ubider vom aktuell existierenden Wertunterricht, anderen Dialog, an nur Verhandlungen mit denen, die Religionsunterricht am Sekundär bieten, in offenen Wertunterricht affeieren am Sekundär, wo man Religion, wo man Wertunterricht so zusammenfeiern, dass das keine religiöse Kurse sind, mehr wo die jungen Leute mit den Elementen von unserer Gesellschaft, von unserer Fassung für zusammen zu leben, mit dem europäischen Modell, mit dem christlichen Abendland, mit der Aufklärung, mit der Revolution, mit philosophischen Gedankengängen, sich auseinandersetzen können während der Zeit, wo sie am Sekundär sind. Das ist ganz evident, dass die Haut Religionskuren haben, die Professoren oder Werteunterricht haben, dass die auch in Zukunft die Kurse werden haben. Wir das im breiten Unterricht, und wir sind dafür, dass man das nur Dialog und nur Verhandlungen so sollen machen. Das ist kein Attack auf die Kirche, das ist einfach der Versuch, für zusammen zu feiern, was zusammen gehört, und wir werden da zusammen feiern. Wenn wir über derweise schwätzen, wie wir es hier am Land organisieren, dann muss ich noch ein Wort über den Geheimdienst sagen. Wir brauchen den nämlich. Und wir wollen noch hier am Land den Geheimdienst halten. Ansonsten wir aus den Bündnisverpflichtungen selber entlosen, die wir mussten überholen. Mit dem Geheimdienst, der muss, wie wir wissen, eine bessere Kontrolle kriegen. Dafür haben wir ein Gesetz, das wir sowieso an der Regierungserklärung stehen hatten, wo die interne Kontrolle vom Geheimdienst verstärkt wird, unter anderem durch das Setzen von einem Geheimdienstbeauftragten an dem Minister, den in Zukunft für den Geheimdienst zuständig ist. Wir verstärken die parlamentarische Kontrolle vom Geheimdienst, ob schon Parlament schon viel Möglichkeiten hat, den Geheimdienst zu kontrollieren. Wenn ich will kontrollieren, muss ich auch wollen kontrollieren. Und das neue Gesetz, das wird das ganz deutlich machen. Wir machen ein Gesetz über den Zugang zu den öffentlichen und administrativen Informationen. Ich habe so ein Gesetz vorgelegt. Der Regierungsrat hat überhaupt nicht dem Gesetzesprojekt zugestimmt, den ich als erste vorgelegt habe. Das war viel mehr weitgehend, das war viel mehr das war viel mehr verkrampft, das kompliziert. Mit Minister sind ja, wie man als eigener Erfahrung wissen, gelungen Leute. Und die haben das nicht alle gut angesehen. Auch Minister von einer Partei, die das Gesetzesprojekt kritisiert hat. Ich habe bei Metall der Nation gesagt, Chambre soll mal mit den verschiedenen Ministern darüber schwätzen. Wir sind der Meinung, dass wir am liebsten von den Kritiken, die kommen sind, an die quasi alle gut an die Richtung von einem ersten Entwurf tendieren, die Gesetzesprojekte sollten überprüfen, für das Bürger hier Recht auf Wissen
unerkannt kreen an dats de Staat der Trächt op Fëssen noch instrumental an interaktiv begleet. Wir brauchen in Deontologiekodex für Ministeren, den Hummer am Regierungsrat ugeholt, der soll für den 1. Januar 2014 in Kraft treten. Ich hätte gern, dass die Chamber genau dasselbe möchte, wo klar gestaltet wird, was geht, aber was nicht geht, wo geklärt wird, in der Wertverkonditionen Minister können nur abhalen von ihrem ministerischen Amt an den Privatsektor überwechseln, für das kein Interessekonflikten opkommen. Wir müssen als mit der Frau beschäftigen, das haben wir gemerkt, wie es mit dem Kümül von den Mandaten sich verhält. Und wir sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass man Mandat von Deputierten und Mandat von Bürgermeister müssen trennen. Dass sie nicht mehr kein Deputé mehr sind, wenn ein Bürgermeister von einer großen Gemeinde ist. Wir treten an für eine relativ weitgehend Gemengefusion, eine starke Reduzierung von der Zahl von den Gemengen, wann die 12 von den Gemengen bis so reduziert, dass man wirklich auch für das Kommunal- und Territorialorganisation unbelangt am 21. Jahrhundert gekommen sind, muss noch das Statut vom Bürgermeister überprüfen, ihm eine Rolle gehen, ihm eine Rechte gehen, wie wenn wir bis da sind, dass man eine Territorialreform haben, die es an sich hört, da muss ich abhalten, Mandat von Deputierten auf dem Bürgermeister können zu kumulieren. Und Chamber kommen auch am Europabereich, die immer mehr Partizipation vom Parlament und europäischen Entscheidungen so viele Aufgaben zu, dass ich nämlich alles kann machen, also dann Zukunft, wenn wir so weit sind, entweder oder. Wir sind aber recht am Jahr 2017 so weit. Wir am Jahr 2017 dazu engagieren wir als für ein nationales Referendum über die Territorialorganisation von unserem Land aufhängt, nicht brauchen, von den etwas fundamental ändert, auch die fundamentale Zustimmung von den Leuten, die hier im Land wohnen. Und dafür organisieren wir im Jahr 2017 ein Referendum zur territorialer Reorganisation von unserem Land. Wir wollen auch, ja, wie soll ich das nennen, die überzone Rechte kürzen die Regierung wie Innenminister über die Gemengen hat. In Zukunft soll nicht wie alles, was ein Gemeng dezidiert, vom Innenminister müssen genehmigt gehen. Ich freue mich sowieso, wie die Jean-Marien an ihren Vorgänger das machen. Für all kleine Decisionen, die ein Gemenge hält, auch da musste Matthias Friedrich Wilhelm zu beglaubigen. In Zukunft soll es so sein, dass Genehmigung durch den Minister die Ausnahme gibt. Und die Regel gibt einfach Mitteilung und dem Minister von den Decisionen, die Gemengen wollen. Da geht alles viel mehr sehr. Und Gemengen sind auch mehr responsabel. Da können sich auch nicht immer an den Minister verstopfen. Wir brauchen eine neue Regelung für die Beziehung zwischen den Gemengen an der Regierung, an das machen wir. Gerade wenn wir am Gemengebereich, ob schon da eine extrem schwierige Reform gibt, als Mussen und Reform von den Gemengefinanzen rummen. Ich habe das an meinem Leben als Budget- und Finanzminister einmal probiert, sie regelmäßig regelrecht auf die Glatter gegangen, wenn ich das probiert habe, weil notamment die Deputierten, die Bürgermeister sind, mehr Bürgermeister sind wie Deputierten. Dafür sollen das auch ändern. Wir müssen die Gemengenfinanzreform so machen, dass es nicht mehr so ist, dass die Gemengen alles tun, an einer Gemengen nicht tun. Wir hätten ja das Allgemenge genug hätten, anstatt das hohe Gemengen zu viel. Das ist ganz evident, dass man in der nächsten Legislaturperiode nicht erlernt kommt, Grundsteuer zu reformieren. Grundsteuer, eine Einnahmequelle, die die Gemengen haben, muss reformiert gehen, das heißt, sie muss erhöht gehen. Es ist nicht normal, dass die Bürger von einer Gemeinde so wenig zu der Kostenorganisation, die die Gemeinde mit seiner Präsenz beitritt, wie das heute der Fall ist.
Leipe zu 30, 40, 50 Euro Grundsteuer, das ist lächerlich. Guckt mal an Frankreich, guckt mal an Deutschland, guckt mal an der Belsch, wer dort Gemengen hier Bierger bierden sich unter Kächten, die eine Gemengenorganisation mit sich bringt, zu beteiligen. Soweit will man nicht gehen, wir brauchen eine Reorganisation, eine Restrukturierung, eine Augmentation von der Grundsteuer, die Grundsteuerrevenuen, die müssen die Gemengen an exklusiv die Gemengen an ihrem supplementären Recettevolumen zugefordert gehen, für das Gemengen het Auskommes fanden. Und das will man machen. Versteht ihr, dass ich in Text von 41, 42 nur von den Preisen überall, wir müssen die Preise definitiv lassen. Und dafür hätte ich gern, dass die Grundsteuer durch Lützeburg formuliert wird, an den Erfordernissen von Haut Rechnung dreht. Dummer das übrigens immer jitverein d'accord, wann in dat seht. Avoir, wann soweit das, wann dat soll gemerkt gehen. Die Reformen an der Fonction publique, weitgehend Strukturreformen, die von als Ministerin deposiert gesehen, die gehen umgesetzt. Es wird nicht mehr nur verhandelt an solche Strukturreform von der öffentlichen Funktion. Wir hätten gern das Parlament, die so stimmt, wie sie nur am Parlament vielleicht y compris die Gehälterakkord, den aufgemerkt wird, als an den zusammenwirken mit der Strukturreform weist, dass Strukturreform a Gehälter Augmentation Staatsbeamten nun 5 Jahre lang keine Anpassung mehr vom Punktwert kriegt, die absolut Budgetneutralität gewährt ist. Und dafür hätte man gern, dass sich in dat gehalten, wenn wir aufgemerkt haben, eng Partei ist dort dagegen, die Partei, die für Jahren Wahlen gewonnen hat, mit dem Schlachtruf vom Dialog, nicht mit Resultaten vom Dialog, mit den zuständigen Gewerkschaften halen. Wir halen also das Wort, was wir gehen. Und dafür gibt die Reform an der Fonction publique, was ein weitreichend, richtig, regelrecht Reform ist, durchgezogen. Wir müssen uns mit der Straffung von den Genehmigungsprozeduren beim Staat intensivst am Sinn von einer definitiver Regelung beschäftigen. Über die Simplifikation administrativ wird oft gelehrt. Da tut viel damit zu dienen, dass man Ausnahme von Octavie Mo, der zuständige Minister, dafür kennen sich so richtig damit beschäftigt, dass sie von Leuten wissen, auch die darüber schwätzen, dass weit über 200 Maßnahmen getroffen gesehen, die der administrative Verschlankung von dem öffentlichen Betriebswesen Dingen. Mir bleibt, dass von den Betriebsgenehmigungen geht, man nach ganz viel Kniert an der Leitung hun. Die Kniert an der Leitung, die wollen wir ablesen. Wir hatten ein Gespräch an Mai mit den Vertretern vom Lützeburger Patronat, wo wir als grosso modo darauf geeinigt haben, wie in Zukunft die Entschlankung soll, die Entfesselung, die Schlankheitskur bei den Genehmigungsprozeduren soll vonstatten gehen. Wir wollen bei Betriebsgenehmigungen für faire ran Normen festlegen, die müssen angehalten gehen. Wenn für all Genehmigungen Sondernormen ediktiert gehen, da besteht keine Prävisibilität, da besteht keine Planungssicherheit bei den Investisseuren. Aber man hätte gern, dass Planungssicherheit so ein fester Bestandteil für Lützeburger Standortpolitik gibt. Und dafür schreiben wir Normen fest für. Und am Regelfall können wir ganz gut die deutschen Normen überholen. Darüber mal lang mit den Leuten geschwärzt, weil es gibt auch Teile vom Lützeburger Patronat, die hatten das lieber nicht. Die geben gern immer mit der Verwaltung auf der Platz, wo sie wollen investieren, ganz genau diskutieren, wie weit kann und muss gemerkt werden. Die Möglichkeit eben auch für die Zukunft nicht total ausschließen, muss flexibel bleiben bei einem Genehmigungsverfahren. Wir haben im Prinzip die Normen vorgeschrieben, aber wenn man die Normen erfüllt, da kriegt man seine Genehmigung, das hilft wesentlich, die Genehmigungsprozeduren zu beschleunigen. Wir wollen Baugenehmigung und Betriebsgenehmigung voneinander trennen. Das darf nicht mehr
zu Schwierigkeiten feieren, und da muss in zwei getrennte Prozeduren können vorgesehen. Im Bereich von Naturschutz, den man nicht klein schreiben, notamment nicht, was den Schutz von der Biodiversität anbelangt, die stark menaciert das zu Lützeburg. Muss es aber so sein, dass in der Beibehaltung vom Prinzip, dass bei Zerstörung oder Verletzung von der Natur muss kompensiert gehen. Will man dafür sorgen, dass die Kompensationsmechanismen wesentlich mehr einfach können gehen. Es muss nicht auf der Platz oder nur bei der Platz kompensieren. Wir schaffen national Naturreserven, an denen kann kompensiert wo es Ekopunkte gibt, aber wo eventuell auch finanziell Beleidigungen durchgehen für den Kompensationserfolg von der gemerkt zu demonstrieren. Wir wollen so viel Genehmigungsprozeduren wie immer möglich weglassen. Ich gehe nicht im Detail darauf hinein, ich habe am Etat der Nation dafür genannt, aber wir wollen alle die Gesetze, die man müssen ändern, für das man Schub an Genehmigungsprozeduren kriegt, für das Prozedur Misere gibt, für das man Misere können investieren in der Bewährung von denen notwendigen Respektgrenzen, die am Bereich vom Umweltschutz muss tun, ein sogenannten Omnibusgesetz so sehr wie möglich nach dem Laufe von diesem Jahr auf die Weg bringen, wo alles das angepasst wird, muss geregelt gehen, an neu geregelt gehen, an Misere gemerkt. Und der Gesellschaftspolitik muss doch von der Platz gehen. Wir haben als ausgeschwert und als Justizminister nun noch ein Gesetzesprojekt, an dem Sinn abbricht, für den Mariage von Homosexuellen 40 sind. Wir sind der Meinung, dass eine Mariage muss abmachen für gleichgeschlechtliche Paare, und das geht auch an der nächsten Legislaturperiode gemerkt, dass wir sowieso an den nächsten Moment gemerkt haben, wenn man nicht die 4 zu den Neuwahlen hätten. Wir sind der Meinung, dass das muss sein. Wir wollen die Pax beibehalten. Die Nummer auch angefordert, die reaktionäre CSV. Und sind der Meinung, dass man die muss beibehalten. Ich hätte gern, merci, das ist eine gute Idee. Ich hätte gern, dass es abgehalten Plätze, was Unfug gemacht zu geben am Pax. Pax als do, für das hetero und homosexuell Koppeln, die sich nicht wollen, bestürden, hier lebt können, auch nur draußen in einer organisierter Form einer Beweis stellen, an das dafür, dass Sicherheit entsteht für die zwei Partner, die an so einer Beziehung leben. Ich höre immer mit DAX an, ich gesinne doch, dass Leute, die gepackt sind, das eigentlich behandeln wie etwas, was nicht echt gemeint wird. Da wird sich gepackt, und da kriegt ihr Congé. Und da wird sich entpackt, auf ihrem Congé wird sich gepackt, den Unfug muss abhören. Das war als echt gemeint, und ich will nicht das Missbrauch mit dem Pax da getrieben wird. Zu einer Gesellschaft gehört ja doch der Versuch, einen richtig Platz für die zu finden, die für Ordnung sorgen. Ich schwätze von der Polizei, und ich schwätze vom Verhältnis zwischen der Polizei und den Bürgern. Polizisten, das sind Bürger in Uniform. Und die Bürger in Uniform, die müssen die Bürger ohne Uniform vollumfänglich respektieren. Mit die Bürger ohne Uniform müssen aber auch die Bürger an Uniform respektieren. Es kann nicht so viel gehen, dass da für da Polizisten Gebetsski Laske zu gehen. Es kann nicht so bleiben, dass an leisen sich Personal überfallen. Es kann nicht so bleiben, dass Freiwillige von der Protection Civil mit Gewalt konfrontiert sind. Wir müssen darum eine gewaltfreie Gesellschaft gehen. Ich hätte gerne eine Gesellschaft, die Lützeburg wat kein Polizeistaat, also sind allergisch dagegen. Aber ich hätte gerne einen Staat, den Polizei respektiert, sonst geht es der Birch auf, und dafür müssen wir uns drin bemühen, dass man Polizei an ihrem Roll stabilisiert kriegen. Muss Schluss sein mit der Gewalt gegen Polizei.
Am Bereich von der Schule stehen natürlich große Reformen an Haus. Ich observiere die Schulpolitik schon an wie wir früher an die Wahl gegangen sind. 89, 94, nach 99. Da war ja all Probleme, die Arbeitsmarkt bestehen, die Schuld von den CSV-Edukationsministern. Die haben ja einfach nicht fertig gebracht, die Schule so zu machen, dass die Leute, wenn sie aus der Schule kommen, sind, eine Arbeit gefunden haben. Da sind wir 15 Jahre nicht mehr am Schulminister. Ich mache den Ministerischen die Schulpolitik mache keine Reproche. Ich war largement mit den Reformen, die in den letzten 10 Jahren gemacht sind, d'accord. Aber wann CSV der Wirtschaftsminister gibt, mehr wie 30 Jahre stellen, den Edukationsminister mehr wie 15 Jahre stellen, an den Arbeitsminister, die letzten 5 Jahre gestaltet haben, hätten die Niveau von Schulmeister, da will ich mir nicht vorstellen, was alles über CSV an diesem Wahlkampf gibt, rabbrechen. Ich mache aber den Ministern, die Responsabilitäten an den Bereichen hatten, kein Vorwurf. Wir wissen, dass es noch erfahren, wie schwierig dass die Sektoren von unserer Politik sind. Wir fanden schon, dass Heimat zweierlei Moos gewicht nur den Sachen geguckt wird. Die Grundschule als reformiert gehen, dann das ist eine gute Reform. Sie muss bilanziert gehen, notamment auch was Kompetenzbemessungen unbelangt, das geschieht. Wir hätten gern, dass an den größeren Gemengen, sieht war falsch, an da, wo viel Schulmädchen und viel Kanner zusammen sind, die Schulen Schuldirektor kriegen. Die Schulen können ja nicht die einzige Platz sein, wo es kein Chef gibt. Und wir mengen, dass sie aus der Experienz von den Schulpräsidenten muss lernen, sie an Schuldirektoren transformieren. Das wollte man von Anfang an machen, andere waren dagegen. Wir sind da dafür. Wir sind der Auffassung, wenn wir die Soziologie von unserem Land gucken, wenn wir auch die Misere für viele Kinder, für viele Familien gucken, von denen bald 60%, wenn sie an die Schule kommen, nicht Lützeburg können, dass sie muss also Sprachenenseignement an der Grundschule ändern. Wir brauchen auch eine Alphabetisierung auf Französisch. Das geht nicht ernst für den Immigrationshintergrund, den wir haben, den wir ja als Reichtum für das Land sollen begreifen. Wir wollen nicht, dass es Kanner gibt, die für viele ran an der Schule keine Chancen haben. Und dafür müssen wir auch die Alphabetisierung auf Französisch an unseren Schulen aufhören. Eine große Reform, die da dabei ist. Mit die aber muss sein, am Ende, dass wir dezidieren, es gibt von alle so viele tausend Kanner gehen, die sollen nur gucken, von anderer Frau aus der Schule kommen. Wir hätten gerne, dass Schiedfried mit Frieden an die Schule geht und noch mit Satisfaktion aus der Schule remken. Und dafür machen wir die Alphabetisierung auf Französisch an unseren Schulen. Die Reform vom Sekundär, die aus von der Regierung abbrüchig ging, wir stehen zu der Reform. Wir machen es nicht, weil sie Koalitionspartner, die bei umstrittenen Reformen für eine Reformen für sich selber fortleben. Wir haben die Reform an der Regierung mitgedroht und wir wollen die Reform auch zum Votum bringen. Auch da kann ich nicht jahrelang führen zu verhandeln, an zu verhandeln, an zu verhandeln. Einkehr muss ich machen. Wir wollen lo machen. Wir wollen noch mehr Englisch am Sekundär, mehr frei am Sekundär abhängen. Das ist absolut notwendig, wenn sich die Exigenzen vom Arbeitsmarkt von den nächsten Jahren anguckt. An als Schule muss mehr Englisch kommen und dafür werden wir sorgen. Aber wenn die Reform gemacht ist, dann haben wir mal ein paar Jahre ab mit den Reformen an der Schule. Und wir lassen die Reformen wirken, die lo gemacht sind, gehen. Wobei ich bei der Auswertung von den reformerischen Erfahrungen, die am Schulwesen gemacht sind, auch gerne gesehen, dass das Prinzip von der Leistung nicht klein geschrieben wird. Die Schule ist immer noch ein Platz, wo ich auch muss lehren, wo ich nicht muss bringen. Die Schule ist kein Platz, wo ich ein Diplom nur geworfen kriege. Ich meine noch nicht, dass das der Fall ist. Die Schule ist Platz, wo fair Lebenschancen für die Vereine müssen organisiert gehen, wo Schwierigkeiten, die Kinder haben, müssen behoben gehen, aber wo Stärken müssen gelöst gehen. Wir brauchen eine Schule, die auch stärker läuft und die nicht nur Fehler bestraft.
mehr Leistung muss sein. Und dafür werden wir in den nächsten Jahren auch mit neuem Elan suchen. Jedenfalls brauchen wir Schulreformen. Deutschland feiert kein weh. Dann haben wir ein anderes Problem am Land, den er in den Nähl brennt, und das ist den vom Wohnungsbau. Da habe ich an einem autobiografisch schweren Moment am Jahr 2005 bei Metall der Nation gesagt, dass wir uns sich an einem politischen Bilan, ich kann nämlich schon den politischen Bilan zählen, andere haben noch keinen. Das ist der größte Vorwurf, den ich mal machen. Ich habe ja immer gesagt, die Jungen, also die Gelungenen, damals sind nicht d'accord, die objektiv feststellen kann ich nicht direkt weggehen. Und die geht nie einen Fehler zu. Login ist wohl eigentlich ein Fehler zu. Und sie sind so froh, dass sie Fehler zugehen, dass sie nicht drüber wegkommen, dass sie Fehler zugehen. Und dafür wiederholen sie dauernd. Ich hatte ja selber gesagt, wir wären an unserer Politik gescheitert. Aber wir sind zum Teil auch an unserer Politik, die wir nicht allein gemacht haben, gescheitert, weil wir nicht richtig vorkommen sind, weil die Wohnungspreise zu Lützburg immer Medaille gehen, an notamment Terraspreise sich bald und unendlich entwickeln, wird einfach nicht zulässig, wären nicht zulässig. Erstmal vieles probiert, vieles oder etwas bräucht, mit dem großen Durchbruch am Bereich vom Wohnungsbau haben wir trotz den Erfahrungen auch von also Marco Schank nicht zu 100% gekriegt. Und dafür fuhren wir damit Führung für das Arsenal, was soll erlauben, dass zu Lützburg mehr gebaut wird, besser gebaut wird, damit billig gebaut wird, dass dekomplettiert wird. Wir brauchen mehr Mietwohnungen. Den Erfolg muss an den nächsten Jahren deutlich ob Mietwohnungen sind, und nicht mehr ob Eigentumswohnungen, von denen es zwar so, dass sie viel zum Equilibrium und zur Ruhe am Land beitragen, mehr Mietwohnungen müssen sein, den Ausbau von der Mietwohnungspark wird wesentlich beschleunigt. Wir machen am Bereich von den Altbauwohnungen eine energetische Sanierungsoffensiv der Gestalt, dass wir die Leute Prämien mit einem Nullsatz zur Verfügung stellen, die Staat garantiert. Das führt dazu, dass wir an der Altbausanierung vorkommen. Das führt dazu, dass auch Leute, die nicht hohe Revenuen haben, können sich in der Altbausanierung beteiligen. Das führt dazu, dass Lützburger Handwerk mehr Möglichkeiten kriegt, sich an dem Bereich zu betätigen. Lützburger Handwerk, das ist sowieso der wertvolle Teil von unserer Wirtschaft ist, weil sind Lützburger Handwerksbetriebe, das sind Lützburger Geschäftsbetriebe, die dafür sorgen, dass Leute hier im Land erbisch tun, die sicher hier Platz hier im Land haben, und die auch wesentlich zu einer adäquater Bekämpfung von der Arbeitslosigkeit beitragen. Mehr jedenfalls wie andere, die mehr darüber schwätzen, wie die Handwerker, wie die Geschäftsleute. Die schwätzen nicht, die schaffen, und die sorgen dafür, dass Leute erbisch tun, und dafür müssen wir auch den Mittelstand nur wie viel ganz deutlich unterstützen. Wir machen ein Gesetz über den Mietzuschuss. Leute, die schlecht sind, auch mal im Land, der hat noch nicht viel. Das geht aber nicht wenig. Wir fangen einen Mietzuschuss an für die Leute, die aus eigener Kraft ihr Loyer nicht können bezahlen. Wir feiern Gestion lokativ sozial an. Gemengen holen die Wohnungen, die eitel stehen, in der Tierfitticher, und die verlohnen sie zu billigen Loyer. Und die Leute, die materiellen Männer, gut drusi. Wir feiern in Mietkadaster an, den als Vergleichsbasis soll Dingen für Topstellen von den Loyern, die gefordert gehen. Ich observiere mit viel Unruhe, dass Loyen klammen heinst du ohne Ursache. Heinst du klammen Loyen an unendlich. Wir müssen Loyers Evolution an den Griff kriegen. Das kann ein einfacher Mensch geschwind zu Lützburg nicht mehr wohnen gehen. Wir brauchen eine Art Mietbremse an den nächsten Jahren zu Lützburg. Mietwohnraum, der muss bezahlbar sein, an Mietmöglichkeiten
müssen auch alle Leute zugänglich gemacht gehen. Wir wollen mehr bauen. Wir wissen ja, dass alle GDFH, die man im Bereich von der Demand gemacht haben, wo wir den Leuten helfen, zu einem Haus zu kommen, zu einem Terrain zu kommen, ganz tags der Staat viel Kachtum mit zu, sind nicht bei denen gelandet, die gerne gebaut haben oder gerne gekauft hat, mir bei denen gelandet, die verkauft haben. Und dafür muss man mehr stärker Doffer setzen. Es sind 2700 Hektar an der PAG zur Verfügung. Allein am Plan sektoriell Logement, den schon längst deposiert wird an den letzten Wochen, längst, den deposiert wird, wenn man nicht die 4 Neuwahlen hätten, die 4 Wahlen hätten, pardon, 520 Hektar zur Verfügung gestellt, an der 45.000 Leute können wohnen, wo Privatpromoteuren und die öffentlichen Promoteuren zusammen schaffen, wo kann expropriiert gehen, falls die Terrain nicht sehr genug freigehen, wenn wir die fertig bringen. An den PAG, die autorisiert sind, auch da wo PAP schon ugeholt sind. Das ist an 21% von den PAG der Fall. Wenn man die fertig bringen, die 520 Hektar, die nur am Plan sektoriell Logement angeschrieben gehen, sehr zu mobilisieren, wenn man die fertig bringen, alle gut die Baulücken zu schließen, die wir holen. Aber wenn wir die fertig bringen, die all stehen Teisam oder zu Wohnzwecker hier zu richten. Ich hätte wirklich gern, dass Taxen auf die Häuser kommen, die einfach Eidelstuhl gelost gehen, das wird grin. Auch immer, wenn man das machen, da giffen wir viel mehr sehr am Bereich vom Logement kommen. Die Sozialistische Partei, habe ich gelesen, die tritt an für eine massive Ausweitung von den Bauperimetern. Ich will so, wir sind dort dagegen. Das Lohmer in half Menschen leben damit verwandt als politische Generation, dass der Landesplanung gibt mehr Bedeutung zukommen, dass dem Umweltschutz gibt mehr Bedeutung zukommen, dass dem Naturschutz gibt mehr Bedeutung zukommen. Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass man Mobilität zu Lützeburg verbessert wird. Dafür sind wir gegen zur Siedlung von der Landschaft. Und dafür verstehe ich nicht, wenn ihr wisst, was heute schon an den Bauperimetern als Baumöglichkeit zur Verfügung steht, wird das Sozialistische Partei, wie sie sagen, eine massive Ausweitung von den Bauperimetern will. Die Sozialistische Partei fällt mir immer dann auf, wenn es darum geht, dass für komplizierte Probleme die möglichst einfach Lesung, ob das ist eine Lesung, die nicht gibt, weil sie möchte Landschaft nicht mehr, sie lässt Landschaft nicht so wurzeln, wie wir als das denken. Wir sind gegen Zersiedlung von der Landschaft, wir sind für eine bessere Mobilität und dafür sind wir gegen die massive Ausweitung von Bauperimetern. Tja, ohne Wurst geht es nicht. Wir müssen eine Wirtschaft zurückfallen, die mehr kontinuierlich, deutlich, mehr nachhaltig wiest. Wir sind, wer das wirtschaftlich stärkt unbelangt, knapperem Niveau vom Jahr 2008 ankommen. Das heißt also, dass wir ein regelrechtes Wurstungsproblem zu Lützeburg schon, obschon man erst vom Jahr 2009 die Lützeburger Ökonomie nie eine Rezession war, obschon wir nicht eine Rezession sind, während viel von unseren nordischen Ländern an der Rezession wären oder wie Holländer nach immer an der Rezession stehen. Für als Wirtschaft besser aufzustellen für die Zukunft, neben der Beschleunigung von den Prozeduren, neben der Prävisibilität, die wir als supplementär Planungsdosis wollen und als Decisionszirkuiten angehen, muss man als konsequent darauf hinbringen, dass man in den nächsten Jahren Weltfinanzplatz nicht mit dem Möglichkeit bleibt, diese mal einkehr wäre, dass man raus aus der Souveränitätsnische kommen. Dass man müssen herauskommen aus der Verkaufsmentalität von unserem Handeln, dass man müssen rauskommen an Kompetenzen nicht, wo man besser muss gehen wie die anderen. Dafür müssen wir den Forschungseffort zu Lützeburg, einen Innovationseffort zu Lützeburg ganz deutlich auf einem hohen Niveau haben. Ein Land wird nicht forscht, ein Land wird nicht an Zukunft, riecht nicht schnuppert, ein Land wird nicht probiert, sich vorzustellen, wie gesagt, die Welt an 10 oder 20 Jahren aus, dass ein Land wird deutlich zurückfällt, nicht nur an sich selber zu summen, fällt mir auch deutlich zurückfällt am Direktvergleich mit ähnlich abgestalteten Ländern. Wir haben an der Moyenne die letzten Jahre 250 Millionen Euro für die Forschung ausgehen, 100 Millionen Euro ausgehen
für die Universität Lützeburg die erfahren musste Führung gefordert gehen, ohne Forschung, ohne Innovation, ohne Universität als Land auf einem Weg, den nicht gut wäre, und dafür muss man die erfahren, feiern. Nicht am Sinn, dass in alles muss, was die Universität Lützeburg anbieten. Ich habe gelesen, dass du denkst, nicht voll Medizinstudium zu Lützeburg zu machen. Das findet mit der CSV nicht statt. Das brauchen wir nicht. Dass wir die Universität sollen da unterstützen, wo wir als Land etwas davon haben, was dem Land den Mehrwert bringt, da wird das gemerkt. Die Kompetenzen nicht, an denen wir heran müssen, die wir zum Teil auch schon darüber tun, Biomedizin, Telekommunikationstechniken, Datenzentren, E-Commerce, Cyber Security, Cloud Computing, überall da muss man Weltspitze geben, weil da als Konkurrenz groß an der Vorder von allen Ländern absolut bemerkenswert. Dasselbe zählt für den Sektor von der Logistik, den man muss einen Ausbau da schaffen, haut schon weit über 10.000 Leute. Darunter hat der Claude Wieseler viel Merit, den Jean-Luc Crecq und den Etienne Schneider für den Rest auch. Die Politik von der Logistik, die muss promoviert gehen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Es gibt zu Lützeburg viel gebaut, auch viel öffentliche Bauten. Aber wir hätten gern das Gesetz über die Ausschreibungen neue Interpretationen kriegt der Gestalt, dass ich nicht mehr kann gucken, was für Preise das Angebote gehen, dass ich auch dafür muss sorgen, dass die Lohn so gesteckelt gehen, dass Lützeburger Betriebe auch Druck kommen, statt dass wir bei einer höheren Bautätigkeit im Heim Land ganz oft die ausländische Bauwirtschaft profitieren lassen, anstatt als Egen. Das geschieht auch schon ganz tags. Und ich hätte gern, dass andere Elemente mehr stark berücksichtigt werden, wenn es um die Zuerkennung von öffentlichen Erben zu Lützeburg geht. Es kann doch nicht so sein, dass die Lohnkonditionen, die Betriebe offerieren, nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Es kann doch nicht so sein, dass erbesrechtliche oder sozialrechtliche Verpflichtungen, die das Gesetz vorschreibt, ganz tags in der Lauf gehen, für Betriebe, die aus dem Ausland nach Lützeburg kommen, an die den Weg von der Sous-Traitance und regelrechte Sozialdumping zu Lützeburg organisiert, die Eisbetriebe lös für bestimmte Marschen herausstrecken. Kontrollen über das Anhalen von den sozialrechtlichen und erbesrechtlichen und den lohntechnischen Bedingungen müssen wesentlich verstärken. Das darf kein Land für sozialen Dumping gehen, auf Kosten von den Betrieben, die hier im Land ihre sitzen, aber wo die Leute, die durchschaffen, hier im Land oder an den Nobelländern beschäftigt sind. Lützeburg muss ein Musterbeispiel von sozial marktwirtschaftlich orientierter Ökonomie bleiben, respektiv sind, und dafür muss das geklärt werden. Finanzplatz, die braucht als ganz Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass Bankgeheimnis an den nächsten Jahren nicht mehr den Roll hat an einem Bankenverkehr mit Leuten, die nicht hier am Land wohnen. Bankgeheimnis für Lützeburger bleibt bestehen. Am Moment, dass sie Negative machen, dann muss es können abgehoben gehen. Mit Bankgeheimnis geht das zwischen Informationsaustausch gehen, dem sich Affären kein Land auf der Welt sich kann wehren, wenn ich ganz genau anguckt, welche Exigenzen das auch von der anderen Seite vom Atlantik auf europäische Finanzplätzen zukommen. Dafür gilt es auf der Finanzplatz, wie am Rest von der Ökonomie dafür zu sorgen, dass man neue Produkte entwickeln, dass als Produktpalette mit breit geht, dass das Know-how, den wir zu Lützeburg gesammelt tun, angezogen, organisiert tun, dass den auch weiter verbreitet an ausgebaut wird. Der Lück Frieden hat eng Unzahl von Gesetzen an den letzten 10 Jahren gemacht, für den Finanzplatz mich daran aufzustellen. Das werden wir auch an den nächsten Jahren müssen feiern, an das wird auch gemacht. Steuerpolitik als ein wichtiger Teil von der Standortpolitik. Die Leute, sie wird Leute, und Betriebe, sie wird Leute. Dafür beklagen sich alle über die hohe Steuer. Wenn ich die Lützeburger Steuerlandschaft vergleiche mit der vor anderem,
dann kann ich kennen, die so als steuerliche Gründe an Deutschland geplündert ist. Ich kann da aber viel, die besonders an den Spitzensektor von der Lützeburger Wirtschaft, not am der Finanzplatz, am Assurancenwesen, am Bereich vom E-Commerce auf von den Telekommunikationen tätig sind, der Steuergrenner Lützeburg kommen sind. Dafür muss ich bei der Besteuerung von den Privatpersonen ganz gut aufpassen, dass sie nicht durch Steuererhebungen hält, wo sie Leute, die man am Ausland muss sicher gehen, und wir brauchen die Besten von der Welt, wo sie deren von Lützeburg aus auf London oder auf Dublin verdreiben, schon lieber, sie bleiben heim. Mit Betriebsbesteuerung, die muss man immer gucken. Wir sind dagegen für Betriebssteuern an die Lut zu setzen. Das ist keine Zeit, wo die Wirtschaft auch mehr steuern kann, belassen. Das ist Zeit, wo in adäquat Steuerlandschaften muss können anbieten. Nur den nominalen Körperschaftssteuersatz von 21%, da das nicht den höchsten an der OECD, das ist aber auch bei weitem nicht den niedrigsten an der OECD. An den nominalen Steuersatz will man für Betriebe aufsetzen, am Kader von der budgetären Möglichkeiten. Aber die Betriebe, die dann von einem nur innen veränderten Körperschaftssteuer normal Regelsatz profitieren, die können auch gut glaub nicht mehr aufschreiben. Wenn den Körperschaftssteuersatz 20% geht, dann ist es das, und da kann ich nicht nach Hai aufschreiben und da aufschreiben. Die Bemessungsgrundlage muss verbreitert gehen, für das der Körperschaftssteuersatz kann aufgesetzt werden. Wir proposieren als Ökonomie ein duales System. Entweder profitieren Sie von einem Körperschaftssteuersatz, der mehr niedrig ist, wie den wir heute tun, und da gilt die hat keine Aufschreibungsmöglichkeiten mehr, oder Sie bleiben bei dem Körperschaftssteuersatz, den wir heute tun, und da bestehen die Aufschreibungsmöglichkeiten, die sogar können ausgebaut gehen, und andere müssen aufgeschafft gehen, die wir heute tun. Ein duales System, was eigentlich kein hört an dem bekannten Teil von der Welt. Männer Regelsteuern oder mehr Regelsteuern dann aufschreiben. Männer Regelsteuer keine Aufschreibungen dann mit einem höheren Besteuerungssatz, das muss man hinkriegen. Und da gehen wir ein Element von Flexibilität an die Investitions- und an Standortpolitik zu Lützeburg. Und ich verspreche mir eigentlich ganz viel davon, dass Betriebe sich auf ein paar Jahre festlegen, welches System das sie dann nur wollen. Den niedrigen Körperschaftssteuersatz ohne Aufschreibung oder den hohen Körperschaftssteuersatz mit Aufschreibung sieht für ihn nur seinen Gust und so, dass du Staat nicht muss nachgucken. Standort, Steuern, Wirtschaft, Index. Wir wollen den Index nicht aufschaffen, soll bei der Indexierung von der Löhne zu Lützeburg bleiben, die ja prinzipiell in Ausgleich ist für Inflation, die schon stattgefunden hat. Wir sind der Meinung, dass die nächsten Jahre so sind, dass es bei der Regelung muss bleiben, die wir heute tun, nämlich, dass es eng Indextranche gibt. Die am Ausland verstehen als Gespräche sowieso nicht. Darüber, weil die wissen nicht, wer das mal schwätzen, wenn wir von Indexierung schwätzen. Wir wissen auch, wer das mal schwätzen. Wir wissen, dass die Leute, die nicht in der Kollektivvertrag arbeitsmarktpolitisch sich an Bekleidung fanden, dass das Tauschen von unserem Salariat, die brauchen die Indexierung von den Löhnen, und auch die kollektivvertraglich aufgedeckte Betriebe, sie brauchen sie auch. Wir sind der Meinung, wie die wirtschaftliche Kontrante, wie den Druck, den auf der Lützeburger Wettbewerbsfähigkeit leidet, erlaubt, dass in den nächsten Jahren auch nicht mehr ein Indextranche kann gehen. Urgenz besteht nicht, weil die Inflation als Loh an Europa so niedrig, dass nicht zu werden, dass das es gibt einen strammen Unzähl von der Notwendigkeit von der Indexierung von den Löhnen können. Dafür haben wir Zeit, als eine fundamentale Reform von der Indexgesetzgebung auf Verhandlungen und Gespräche mit den Sozialpartnern, aber nicht nur mit denen, Zeit für als mit der fundamentalen Reform von der Indexgesetzgebung zu beschäftigen. Und da mengen wir schon, dass es nicht ganz clever ist. Es war nicht kohärent und nicht konsequent, dass der Staat, der Firmen bekämpft, reüssiert nicht Pagit verrengen, damit den Alkoholkonsum bekämpft,
das hängt von der Arbeitszeit durch, wie die Leute guckt, dass wir das wollen aus gesundheitspolitischen Gründen bekämpfen, heißt du auch mit einem Fanatismus, der bald grenzenlos ist. Mit das, wenn es den Index geht, dass der Erhöhung von den Zigarettenpreisen vom Alkohol muss am Index gemost gehen. Wir meinen, dass das nicht konsequent wird, aber wir sind noch der Meinung, dass Alkohol und Tabak aus der Indexbemosung sollen rausgeholt gehen. Wir sind auch der Meinung, dass in der Weise, wie Durchpreise am Index vorgekurft konsideriert gehen, an Zukunft, wenn das die Reform haben, da sind sich da muss neu angucken. Es ist nicht normal, dass, wenn irgendwo der Welt etwas geschieht, Stichwort Syrien, irgendetwas, irgendeine Verrückten sind Zigarren an den Ölpötz geheilt, an den knuppt, dass dann Durchpreise an Blut gehen, Benzinspreise an Blut gehen, Dieselpreise an Blut gehen, Betrieber müssen die Rechnung bezahlen, und Betrieber müssen gleichzeitig, besonders die Kleinbetrieber, Paien erheben, weil irgendwo in der Welt etwas passiert, dass wir Durchpreise nach oben entwickelt wird, ohne dass mehr breiterische Amazos halt zu Lützeburg Giffen verkauft gehen. Und dafür sind wir der Meinung, dass ich von einem gewissen Niveau Benzinspreise, Ölpreiserhöhungen nicht mehr voll am Index kann spielen losen, die Obergrenze kann ich nicht mehr festlegen, an dem Moment, wo ihn sie abhält, da muss ich auch gucken, wie die Preissituation dann also, dass Benzin- und Dieselpreise auf 4, 5, 6, 7, 8 Jahre nicht mehr voll reperkutiert, gehen mit Mazutspreis, Menge mehr, weil Südfried muss sich schützen, hat keine Möglichkeit, dort allein zu kommen, die sollen nur wie viel voll am Index abtauchen. Wir sind der Meinung, dass wir Thema Maximalindextranche nicht einfach sollen, weil Leute das gerne hätten, die sich dazu äußern, ob Zeit schubsen. Wir sind schon der Meinung, dass man darüber muss diskutieren. Allerdings gehen wir da nicht mal am Kopf durch die Mauer. Wir hätten gern, dass eine Konsensanalyse gemacht wird von den Begleitumständen, die eine eventuell Abhängung von einer Maximalindextranche kann entourieren, so wie wir das auch an der Tripartite vorgeschlagen hatten. Das letzte bei dem Kongress am März habe ich gesagt, mir wäre für die Indexbremse da, für mehr hohe Gehälter, aber nicht, dass die Suen giffen kassiert gehen, weder vom Staat noch von den Betrieben, aber dass die Suen, die so giffen angespurt, giffen der aktive Arbeitsplatzbeschaffungspolitik zugefordert gehen, das ist also keine Neutralproposition gewesen, mehr eng, die schon über Begleitumstände geschwert hat, darüber wollen wir verhandeln, ohne dass wir durchweg am Kap durch die Mauer gehen. Mehr wo wir am Kap durch die Mauer gehen, das ist, wenn es den Mindestlohn geht. Es sind notwendig der Meinung, dass es richtig ist, dass wir zu Lützeburg einen gesetzlichen Mindestlohn haben. Ich verkenne nicht, dass da der kleine Betriebe heißt, zu Schwierigkeiten kann feiern. Mit der CSV wird es so sein, dass der Mindestlohn regelmäßig und die allgemeine Lohnentwicklung angepasst wird. Es fängt in der Krisenzeit nicht an, bei denen anzuspüren, die am meisten haben, am Mindestlohn zu Lützeburg zu leben. Das ist nicht einfach, und dafür können wir in Zukunft zu regelmäßigen Mindestlohnanpassungen von CSV an der Regierung. Und wir sind überhaupt der Meinung, das habe ich so schon gesagt, dass man am Kader von der europäischen Politik, worum sie sich als Staatsminister nicht bekümmern, wie ich dauernd nicht belehren los. In der Versuch, dass man Mindestlohn von Arbeitnehmerrechten kriegen, und dass an allen 21 Ländern von der Europäischen Union ein gesetzlicher Mindestlohn angefordert wird. Das ist nicht normal, dass an Europa, notamment an einem Nordbeschland, von Lützeburg die Leute schaffen gehen, und Ende vom Monat nicht genug haben, von dem, für was sie geschafft haben, zu leben. An Europa muss es so sein, dass von die Schaffen gehen, dass auch von einer Erbisch kann leben, und dafür hat man gerne den gesetzlichen Mindestlohn überall an den europäischen Ländern. Sachen erneuerbare Energien muss bereits die Roadmap haben, die wir haben. Wir bleiben dabei, dass wir bis zum Jahr 2020 in erneuerbaren Energieandeel von 11%
bleiben, das eng rückwärtsgewandten, eng vergangenheitsverlebte Politik, die ähnlich an der Länge auf Fossilenergien setzt, dat als etwas wert als Leben an dat von den übernächsten Generationen wird unmöglich machen. Und dafür muss man den Weg von der Erneuerung von unserer Energielandschaft führen. Gerade für auch muss so bleiben, dass man als ein Budget ein ganz hohen Investitionsundeel behält. Und den höchsten Investitionsbudget, den dann der Europäischen Union gibt, dafür in allem an der Eurozone gibt, ein Land wird nicht investiert, ein Land wird nicht Zukunft guckt, an sich fragt, was muss ich heute investieren, für das die Zukunft mehr kann, auch erbsmäßig politisch urbergemerkt gehen, irrt sich fundamental an seiner Strecke für Investitionen von Haut. Das sind Arbeitsplätze von mehr, von den Investitionen, die man heute mehr profitieren, noch die nächste Generation. Das ist nicht absurd, für Dealer von über die Weg von öffentlichen Emprunt zu finanzieren. Wir schließen nicht aus, dass man in Zukunft auch bei der Finanzierung von öffentlichen Investitionen auch in Emprunt publik machen und dem Leute selber können delen, also sich selber abbringen an Finanzierung von zukunftsorientierten Investitionen. TVA muss geheicht gehen. Den Deal TVA, den wir über den elektronischen Handel an Staatskäse kriegen, den hält nur 2015 auf. Und es steht hinter, ob man es 3 Jahre am Menge Reden zum Etat de la Nation, dass da wie eine TVA-Erhebung vom Regelsatz muss kommen. Für 15 Euro nach oben, aber so, dass man den niedrigsten Regelsatz an Europa behalten. Die Menge, das wird als un elektronischem Handelsrezept wegbringen, können wir abfänken durch eine TVA-Erhebung, die ehren sich fundamental. Wir wollen keine TVA-Erhebung machen, die so hoch ist, dass die ganze Rezepte, die man durch die Wäschbereiche von dem E-Commerce-Handel verlieren kann, durch die TVA-Erhebung ersetzen. Das geht nicht. Das gibt der Konjunktur nicht gut dienen. Das gibt doch inflationäre Folgetendenzen, die nicht gut führen. Das muss also bei einer moderaten Erhebung von der TVA bleiben. Der Rest muss über den Weg von der sonstigen Budgetskonsolidierung, auch von der Budgetsabsparungspolitik bestritten gehen, sonst ist das nicht zu machen. Wir sorgen dafür, dass Lebensmittel etc. auf einem Steuersatz von 3% bleiben. Wir sind das Land an Europa, das mit England die niedrigste Besteuerung von Lebensmitteln, wo kann er Schuhe, wo kann er Kleider, von ähnlichen Produkten hat. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass dadurch, dass der E-Commerce verschwindet, die kleinen Konsumenten, die Konsumschwerkonsumenten, die Abkommensschwerkonsumenten, dass denen hier Lebensmittel dadurch verdeiert gehen. Dafür versprechen wir halten dadurch an, dass es beim 3% Besteuerung von den Lebensmitteln zu Lützeburg bleibt, wesentlich minder wie an den nordischen Ländern. Wir feiern Vermögenssteuer nicht an. Ich lese an den Programmen von anderen Parteien, es wird noch gedacht, die Vermögenssteuer für Privatpersonen anzufangen. Wir haben die aufgeschärft, wie wir die Quellensteuer angefordert haben. An der Besteuerung von dem, was Leute tun, kann kein Zickzackkurs vor. Geh rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Wir haben die Steuer aufgeschärft, sie bleibt aufgeschärft, weil wir nicht wollen, dass schon für ganz kleine Revenuskategorien und Vermögenderen besteuert wird, wie das früher der Fall war. Mit Vermögensteuer auf die Betriebe bleibt gestorben. Wir kriegen rund 300 Millionen Euro Jahr über die ran. Zeit ist nicht so, dass ich darauf verzichten. Steuern für Privatpersonen, da können wir nicht versprechen, dass wir die stark aufsenken. Wirtschaftlich, finanziell, budgetär Umfeld also so, dass das nicht geht. Wir können am Kader von dem, was das Budget zulässt, eine Glättung vom Tarif und dann holen wir notamment den Mittelstandsbau ein bisschen auflernt, mehr in den massiv Steuerreduktionen verspricht für die nächsten Jahre. Die liegt sich an die eigenen Tasche, und das wollen wir nicht machen. Wir wollen als wieder an Eistasch legen, nach Leid belegen. Grosso modo bleibt es bei der Besteuerung der physischen Personen so, wie sie heute ist. Hoffe, dass wir am Bereich von der Einkommensteuer die Individualbesteuerung als Option wollen erfüllen. Die bestürzt sind oder gepackt sind und die sich individuell besteuern lassen, sollen das können machen. Die wollen bei der kollektiven Besteuerung bleiben, sollen die Möglichkeit führen behalten.
wobei bei der Steuerpolitik auch zu sagen, dass man mehr Stärke bis jetzt schon durch viel Erfahrung die letzten Jahre gemacht gesehen, als der Steuerhinterziehung an den Weg muss stellen. Steuerhinterziehung, das ist kein Kavaliersdelikt, schon gut nicht an Krisenzeiten. Und ich hätte gern, dass wir die Revisionsabteilung von der Steuerverwaltung personell abstocken, für das mehr Kontrolle können gemerkt werden. Dann haben wir aber noch nicht geschafft. Ich hätte auch gern, dass wann die Steuerverwaltung und Enregistrement feststellt, dass Schmur Betrug geschieht, notamment bei der TVA, du dat gelesen, die letzte ich wird Karusselldelikte ubelangt, dass von dat festgestellt wird. Aber wenn der Parquet domatiziert wird, dann hätte ich auch gern, dass die Affäre noch Gericht kommt. Es kann nicht so sein, dass von Nevelo klaut ein Prozess gemerkt wird, aber wenn die Steuern zieht, dass wir da nichts machen. Das ist dann effikaz an der Steuerhinterziehungsbekämpfung, wenn die Steuerhinterziehung noch adäquat als sehr von unseren Gerichten bestraft gehen. Wir wollen noch den Sozialdialog zu Lützeburg neu ankurbeln. Dafür sind wir nicht allein zuständig. Das ist für uns sehr von den Sozialpartnern. Aber für so führen sie vor, wie wir los sind, wo sie sich unfreundlich angucken, wo sie nicht mal nicht schwätzen, ob schon auf viele Betriebe ein anständiger Sozialdialog funktioniert, kann es nicht bleiben. Wir haben das Instrument von der Tripartit, wollen wir auch mehr gezielt ersetzen. Wir haben probiert, die letzten Jahre, weil die Tripartit nicht funktioniert hat, durch Gespräche zwischen der Regierung an die Sozialpartner zu ersetzen. Das waren die sogenannten Bipartiten, die ein ähnlich gutes Resultat erbracht, wie die Tripartit zu erbracht hat. Ich meine, wir brauchen aber Gespräche zu 3, besonders von der Arbeitsmarktpolitik, einer Bekämpfung vom Schulmarkt zu Lützeburg geht, die für Eisverhältnisse zu hoch ist. Und die selbstverständlich mir niedrig wäre, wenn wir die Politiken machen, die an nordischen Ländern gemerkt wird. Die sind möglich. Deutschland, ich will mich noch nicht an den Wahlkampf anmischen, die bringen die Affäre ja mehr irgendwie an den Traum. Deutschland hat die letzten 14 Jahre eine real Lohnrückentwicklung gehabt. Also sind dadurch wesentlich mehr kompetitiv, genau aber auf Kosten von den Beschäftigten. Das sich muss abdehnen, ob Beschäftigte, ob Betriebe, also an der Reihe, dass das exklusiv auf Kosten von den Beschäftigten geht, das nicht an der Reihe. An Deutschland schaffen Millionen Leute unter einem Lohn von 5 oder von 8 Euro. Die guckt ja auch die deutsche Television. Die kämpfen nur wie geckig, für den Mindestlohn von 8,40 Euro zu kriegen. An Weise Leute über 10 Euro. Also hätte ich gerne das letzte, das mal nur lauschen. An Deutschland kämpfen die fortschrittlichen Kräfte, die längst das SPD für den Mindestlohn von 8,40 Euro ab mir von über 10 Euro Stunde zu Lützeburg. Wir wollen die Politik ja auch beibehalten. Prekarisierung vom Arbeitsrecht ist nicht der Weg zur Behebung und zur Bekämpfung von der Arbeitslosigkeit. Wir hätten gern, dass der unbefristete Arbeitsvertrag der Regelarbeitsvertrag zu Lützeburg bleibt. Auch die Leute, die schaffen gehen. Besonders die Leute, die nicht viel verdienen, die brauchen auch Planungssicherheit, genauso wie Betriebe. Ein Mann oder eine Frau, die schaffen gehen, die nicht viel, ob es 6 Meter ein Jahr besteht, die können kein Kanner auf die Welt setzen, die können kein Prämien abholen, die können hier Familien nicht so am Leben begleiten, wie andere das kriegen. Und dafür sind wir dagegen, für eine borniert, grenzenlos Flexibilisierung vom Arbeitsrecht zu machen. Das findet man der CSV ganz einfach. Das Stadt jedenfalls nicht mal mehr. Andere Länder müssen hier Gesetze über Leiharbeit ändern, weil da große Missbrauch entstanden ist. Wir brauchen als Gesetz nichts ändern, weil in unserem Gesetz steht seit mehr wie 20 Jahren, dass die Leiharbeiter in einem Betrieb ist, der selbst muss verdienen wie den an der Stammbelegschaft, das dabei muss es bleiben. Wir mussten aber mit den Sozialpartnern schwätzen über eine mehr zielorientierte Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die ist besorgniserregend zu Lützeburg. Und es ist schon der Meinung zu summen, mit denen, die also Parteiprogramm ausgeschafft haben und zur Aufstimmung gebracht haben, dass wir alle die Maßnahmen für die jungen Leute müssen überprüfen, ob hier Effizienz und ob hier Effekazität hin.
an mir überlegen ganz intensiv tun, ob ich nicht einzig Maßnahmen für die Jungs dort abfeiern, die alle über die anderen Maßnahmen gibt, ersetzen für das Betrieber wissen, an die Jungen wissen, ob sie wert, von seinen Arbeitssichen auf wie sie sich können helfen. Mir hat dann an der Regierung schon ein Jahr festgelegt, dass die Hilfen und die Jungen Gestalt gibt für 25% vom Mindestlohn, dass sie während der Zeit, wo es am Betrieb wir noch eine adäquate Formation müsste kriegen, entre-temps sind andere politische Kräfte, die nicht bedürfen wollen wissen. Wir kommen aber mit der Idee zurück, dass es besser ist, ein Betrieb bezielt den Mindestlohn an den Staat, die 25% dazu. Und da kriegt den zu Lützeburg keine Arbeit, die Platz statt, dass mehr Hochqualifizierte aus dem Frontalisbereich die Plätze kriegen an also Schulmarsch, die klemmt führen. Dafür muss man darüber schwätzen, gerade wie man über eine neue Reflexion über Zumutbarkeitsregeln Arbeitsmarkt müssen schwätzen. Das ist eine Sache, die mich verdrießen möchte, weil sobald wir darüber schwätzen, und erwarte Umstand, dass kann regelrecht obligiert gehen, eine Arbeitsstelle zu legen, gesagt wird, es gibt eine Schulmarsch bekämpfen, oder durch das ein Schulmörder bekämpft. Es geht aber darum, die Arbeitsplätze, die zu Lützeburg entstehen, am nicht qualifizierten Bereich, auch mit Lützeburger Jungen, die keine Qualifikation haben, zu besetzen. Es darf nicht so bleiben. Dass die Jungen, die keine Qualifikation haben, nicht auf die Arbeitsplätze geht, die für nicht Qualifizierte zur Verfügung stehen. Das ist kein Undeuer an der Hotellerie, an der Restauration, am Tourismus zu schaffen. Wer keine Arbeit tut, keine Qualifikation hat, die muss die Arbeit unhören, die do an sich da lös selber qualifizieren. An die eine mehr Qualifikation haben, muss noch bereit sein, übergangsmäßig Arbeitsplätze umzuholen, die nicht viel gesehen sind für Leute mit so einer höheren Qualifikation. Mir liegt das nicht an, ich muss sich das ehrlich sagen, dass von den Tuni gemacht wird, dass ihn da refusiert, einen Platz umzuholen, ob die normalerweise primär kommen. Die Plätze zu Lützeburg, ob die Leute kommen, die Premier holen, sie mehr gut bezahlt für die Plätze, wo die Akademiker am Ausland einen Arbeitsplatz fanden. Und es gibt keine Ursache von Arbeitslosigkeit, da als wir Arbeit nicht unzuholen, muss mehr geschafft gehen hier am Land, nicht Männer. Wir haben ein Problem am Pensionsbereich. Ich kann das im Detail nicht ausführen. Wir haben eine Reform gemacht, die ist gut. Wir drohen dem ab, dass die erste Pensionsreform von nicht beikommen ist, mir wo gewiesen ist, Wert an der Umstand, dass wir nie kann von der Pensionsleistung weggehen. Wir wissen, dass die längerfristige Finanzierung von der Pensionslandschaft so nicht zu bestreiten ist. Also müssen da weiter erfahren gemerkt werden, gerade wie auch an der Krankheitsversicherung. Fuß beim Mol muss gehalten gehen, aber gleichzeitig dafür gesorgt gehen, dass die Krankenscheine von 42 Wochen, dass die nicht einfach gelost werden, wenn sie nicht bewährt werden. Wir müssen die Regelung vom Umgang mit den Langzeitkranken dringendst überprüfen. Gerade wenn wir auch im Bereich von Reklassement, da mehr Gewicht müssen auf den internen Reklassement legen, wie auf den externen Familie. Da geht es darum, dass wir als bei mir müssen intensivieren für Beruf und Familie aufeinander zu bringen. Zu dem Zweck muss ich überlegen, wie in der Congé parental weiter flexibilisieren. Das muss ich gucken, was eine Konklusion ist. Das ist der Tatsache zieht, dass die Rechtsprechung entre-temps deutlich darauf hinweist, dass wir die Leistungen, die Congé parental finanziell begleiten, dass wir die müssen auch exportieren. Ich so nicht halt an, wenn die Leistungen, die Congé parental finanziell entourieren, müssen exportiert gehen, nicht nur an die Europäische Union, sondern auch an den europäischen Wirtschaftsraum ran, also bis Norwegen und Island. Dann ist das mit dem aktuellen System nicht mit zu bezahlen. Da muss man gucken, am Kader vom Sozialdialog, wie wir damit umgehen. Ich so, als überzeugten Europäer, zu viel Europa kann Europa auch Footing machen. Wenn es so weit kommt, dass ich keine Sozialleistungen mehr kann adäquat finanzieren, dann bestreiten, weil ich alles muss exportieren bis auf den Nordpol, dann bringt den nicht mehr fertig, Zustimmung zu Europa in einem Land zu behalten, was den höheren sozialen Niveau hat. Wenn wir das soziale Niveau müssen senken, weil den Export nicht mehr zu bezahlen ist, dann ist das Gegenpropaganda zu der europäischen
Integration und dagegen muss sich wehren. Gerade wenn sich auch dagegen muss wehren, dass in unserer Gesellschaft immer mehr so ist, und ich schwätze ganz löst darüber, weil ich keinen Kanner habe, dabei hätte ich so gerne einen Enkelkanner, dass die Eltern eigentlich viel Eltern, die meisten Eltern machen hier Aufgabe, ja gut, dass viele Eltern sich auf den Staat verlassen für die Erziehung von ihren Kindern. Das an Deler von der Gesellschaft eine regelrecht Deresponsabilisierung von den Erziehungsberechtigten festzustellen. Wo nicht mehr daheim noch die Kinder geguckt, wie wo gemengt, Schule wird dafür dort, Kirche werden dafür dort, Gesellschaft, der Staat wird dort, für die Erziehungserbe zu machen. Wir gehen in ein unglückliches Land, so nicht ich, wenn das so viel geht. Die Eltern mussten die echte Responsabilität überholen, aber wir mussten ihnen dabei helfen, dass sie das wollen machen. Dafür leifen gehen in Zukunft Einzel Primen, die bei der Geburt von einem Kind auffallen, auch geknappt und obligatorisch Kuren und denen die Eltern müssen teilnehmen. Postnatal Geburtsprämie gibt es immer mehr, weil ihn auch beweist, dass ihn unter Sache von der Erziehung drüber bleibt, dass er Gesundheit und Wohlbefinden von den Kindern bekümmert. Sonst geht es das nicht. Für das Familie, aber Beruf wie wir näher kommen, muss man natürlich mit der Politik für Betreuungsstrukturen auszubauen. Wir haben Zehntausende Plätze geschaffen in den letzten Jahren, den Erfolg muss selbstverständlich gehen. Wir haben uns nicht an das Lebensmodell anzuschauen, den ein Koppel mit Kindern für sich fehlt, wenn ihn die Erziehungsarbeit daheim will machen, als das sein eigenen Entwurf, wenn ihn will dabei zu schaffen, die daheim sind, die schafft schließlich auch. Da muss ich auch das möglich machen, ihr wird Kinderbetreuungsstruktur, wir wollen die ausbauen. Aber wir wollen eine Möglichkeit mit den Sozialpartnern prüfen, die uknappt und den Elternurlaub und uknappt und Situationen, wo viele Leute die schaffen gehen, an die nicht Zugang zu Betreuungsstrukturen haben. Und da ist ja viel dabei, der Großelternurlaub. Es gibt viele Großeltern, die nach schaffen gehen, die aber ganz tags an der Situation sind, dass sie müssen absprangen. Ob eine Langperiode oder eine Kurzperiode für ihren Eltern an ihren Enkeln zu helfen, muss man gucken, ob man nicht, wie das durch in anderen Ländern besteht, die Großelternurlaub abfeiern. Die wird nicht remuneriert als eine Affäre von arbeitsrechtlicher Verständigung zwischen der Ökonomie an dem sozialen Urlaub ist gerade, wie man flexibel Arbeitszeitmodelle brauchen für junge Familien, für das Moderne vu Betrieb a vu Familie kann besser organisiert gin. RMG muss man überprüfen. Muss sich frohen, ob Kanner genug berücksichtigt sind am RMG. Man muss ganz gut aufpassen, dass durch eine Falschberücksichtigung der Stecker Hummer hat an dem Gesetz den RMG so no in den Mindest bringt, dass daraus ein regelrecht Invitation entsteht, für nicht schaffen zu gehen. Den RMG ist nicht erfunden gehen, für das Leid an der Armut sollen wir sitzen bleiben. Den RMG ist erfunden gehen, für während der Zeit, wo es schlecht geht, eine materielle Unterstützung zu gehen, mit dem eigentlichen Zweck, so sehr wie möglich aus der Armut herauszukommen, an die Beschäftigung heranzukommen. Es hilft den Leuten, die schlecht tun, sind nicht dadurch, dass sie in der Armut sitzen. Es hilft ihnen dadurch, dass sie aktiv für sich selber und für die Gesellschaft möchten. Und dafür bleibt dabei, dass man mehr einen starken Moos wie sie lob. Schon das auch schon geschieht. Der RMG-Bezieher zu öffentlichen Arbeiten müssen run können sehen, dass das wichtig, dass sie Kontakt mit der Arbeitswelt behält, sonst bleiben an der Armut und an der Arbeitslosigkeit sitzen. Ich könnte, weil das Programm ist fast, vier von über vieles zu schwätzen. Ich gesehen, wenn ein Parteipräsident sei verdrisslicht Gesicht, werden immer mischt, wann mich am Tag zu viel lang gesehen hat oder wann man bei einer Rede, die zu lang dauert, muss zu lang nulllerschen und dafür gebe ich gleich zum Schluss kommen. Für erste Sohn.
dass es natürlich nicht so ist, dass wir die Wahl schon gewonnen hätten. Ist sie ganz nervös, wenn ich an das geschieht mir all der, bleibt mich auf der Straße unheimlich automatisch kein Gedanken. Ich mache schrecklich viel Gedanken, sowieso dauernd. Ich mache so viel Gedanken, dass ich so kein klarer Gedanke mehr habe. Aber es ist nicht der Meinung, dass wir das Wahl schon gewonnen haben. Es ist der Meinung, dass wir müssen kämpfen. Aber wenn wir kämpfen für eine breite Politikentwurf, für eine Zukunftsagenda, für eine Propositionen, wie mehr fährt und mehr stabil Lützeburg kriegt, da könnte das natürlich nicht zu stehen, wenn in eine große Tour rund um die europäische Politik mischt. Ich fand es eigentlich schlimm, dass Berl an allen Zeiten, Berl von allen Parteien gesagt hat, der Juncker, der bekümmert sich zu viel um Europa. Ich will ehrlich sagen, ich wünsche nicht keinen Staatsminister, der sich nicht mehr um den Geheimdienst bekümmert. Und auch keinen, den sich gar nicht um Europa bekümmert. Das ist eine große Sache, das bleibt eine große Sache. Heute sind Leute so hinter zu summen, für da zu denken, was da geschieht ist. Wir vergessen ja sehr. Wir vergessen noch, dass auf 60 Plätzen an der Welt Krieg gibt. Wir vergessen, dass für 15 Jahre nach März in Europa Krieg war. Wir vergessen, dass solidarisch sein mit den Ländern wie Griechen, wie Portugiesen, wie Spanier, wie andere, den momentanen Durchlauf von den sie nicht verstanden zu verändern, respektive optimal zu gestalten. Wir sind aber der Meinung, dass in den Ländern muss helfen. Was kann der griechische Bierspauer für die Dummheiten, die griechische Parteien an 30 Jahren gemacht haben? Die Leute leiden Hunger. Und wir sollen sagen, das geht das nicht tun. Doch, das geht als etwas. Weil jeder aus einer Situation, wo ein Teil von anderen braucht, unter der Bedingung natürlich, dass die solid Konsolidierungsleistungen vierweise können wir sie auch löserlos machen. Es geht an den Ländern löserlos besser. Ich bilde bereits darauf an, dass brauche der erst nach Sorgen zu interessieren, dass sie an der Zeit für die größte europäische Wirtschaftskrise war, Präsident von der Eurogruppe war, konnte dafür sorgen, dass wir heute noch einen Euro haben und dass nach Südverein, den an Europa den Euro sehen muss, nach immer hat. Das ist an Mengen an kein kleine Leistung, aber wenn man das will, Futti man, das sollen nicht machen. Es sind Hofricht dort oben. Will man mal den Euro wie Gleichstürm des Zeit, weil du et frohes Gestalt als Stecker gefuhr. Was wir dann haut? Ich meine, da wirklich begeben, die die Sache schwätzen, die wird dem ganz Jolo geschwärzt werden. Was hat man dann? Der Lützebäuer Frank, der Belsch Lützebäuer Frank, was hatte man? Wenn man den Euro Futigo gelos hat, wann ich just mich Gras rund 3 Kantonstroß bekümmert hat, statt mich Tuen an Geld an Währung von der Lützebäuer zu bekümmern. Also auch im Eisland gern, das auch Eiswährung, den Euro, das nicht Währung von denen anderen. Und dafür ist die Europapolitik ein wichtiges Sache. Wie wird Außenpolitik ein wichtiges Sache ist? Gut, ich wollte mir sagen, an der Welt tun. Ist das egal? Sind wir Christdemokraten oder sind wir irgend eng Pferf, die nicht mit fundamentalen Prinzipien willst du den und für die lebt zum nächsten, muss ich nicht zum nächsten Kasse bis, dass die keine Luft mehr kriegt. Nein, wie wäre das? Sind wir solidarisch hier mit den Leuten, die nicht gut geht, muss man nicht auch solidarisch mit den Leuten dabei sein. Guck, ich wollte das Trauerspiel aus Serien an. Ich will mich da nicht anmischen, das ist vielleicht Politik für mich. Da muss ich einen Außenminister nicht los. Ich bekomme schon die kleinen europäischen Integrität da. Nee. Ich will hier so, mir wird bemerkt, dass ich von an der Serie vor den Herrn Asselborn ein exzellent erbig möchte. Ich weiß nicht, ob als Sozialistin habe es will Kind, das die fertig bringen, was den da möchte. Das wird man mal sehen. Nee, wir müssen ja auch helfen,
Wir müssen Flüchtlingen assieren, so wie wir hat, ein Land muss sie wird opbleibt für Asyl, für die Leute, die verfolgt sind, wenn es der Haut, wenn es der Religion, wenn es der Philosophie, wenn es der Ethnie. Wir haben pro Kap bis Haut mehr Suen investiert, weil das ist ein Investiment an Humanität. A Punkt der Serie wie erst in einem Land, Norwegen an mir. Wir haben nicht wie andere Chemikalien aus Syrien geliefert, mit denen Chemiewaffen konnte konstruieren. Das haben wir nicht gemerkt. Und dafür, wenn die Moral an der Politik geht, haben wir uns so a Bedrängnis kommen ohne Ursache, dann muss ich ganz gut aufpassen, dass die Fanger, den er plötzlich weist, nicht auf sich selber zurückweist. Wir müssen dafür sorgen, hier am Land, an als kleine Beitrag an Europa machen, dass die Sache besser gehen für die Menschen, dass die Männer zerbrechlich gehen für die, denen sowieso die Sache schon an der Hand explodieren. Wir müssen das machen dadurch, dass wir Regierungspartei bleiben. Es ist nicht so, dass CSV sich nicht vorstellen oder beleidigt wird, weil sie nicht mehr an der Regierung wird. Ich weiß gar nicht, wo das Gespräch herkommt, dass CSV, weil sie staatserhaltend wird oder will sind, misst unbedingt an ihrer eigenen Vorstellung Regierungspartei sind. Das ist schrecklich gut gegangen, wie wir in der Opposition wären und wie wir aus der Opposition rauskommen. Ich fahre nicht lieber wie Oppositionspolitiker. Ich hatte immer 17, 18 Jahre. Es tut den anderen nicht gut getan, wie wir in der Opposition wären. Es tut wirklich nicht gut getan. Wir wollen die Politik mischt, wenn eine Politikentwurf lebt, wenn ein Konzept hat, wenn eine Überzeugung hat. Hoffnungen an Drehen auch. Ambitionen für die Sache, nicht Ambitionen für die Person, dann ist sie gern da, wo die Entscheidungen fallen. Und die fallen an der Regierung, und dafür ist Platz in der CSV, weil sie eine Volkspartei ist, weil sie weitreichende Ideen für Land der Leute, für den Kontinent hat. Eine Partei, die soll regieren. Dafür fragen wir ja Vertrauen von den Leuten. Wir putschen als nicht an die Regierung. Wir haben das nie an die Regierung geputscht. Wir haben noch nie allein regiert. Die letzten 30 Jahre haben wir 25 Jahre mit den Sozialisten regiert, die von total Amnesie befallen sind. Weil sie so merken, wenn sie nie dabei gewesen wären. Wen du raus wollt. Es wird gesagt, frisch Luft. Ich habe nie erlebt am Conseil du Gouvernement, dass die nur Luft gerungen hat. Die waren nie ein Punkt für zu verstecken. Es erinnert mich an die Sozialisten, besonders erinnert mich an den Dschungelcamp. Sie lassen sich alles gefallen. Und sie wollen bis zum letzten Moment dranbleiben. Und da sonst bin ich viel hier raus. Dem Mann kann geholfen gehen. Ich will sagen, dass wir mit der Sozialistischen Partei gut zusammen geschafft haben. Und dass meine Roserei, meine Enttäuschung nicht so weit geht, für zu sagen, mit denen will ich nie mehr bis zu dienen. Wir müssen für uns eigene Sache kämpfen. Wir müssen so stark gehen, wie es nicht mehr geht. Nicht für zu dominieren, nicht für die anderen zu massakrieren, nicht für den Rest vom Land zu laminieren. Wir sind ein Konstruktionsbetrieb. Bei uns als Fabrik, an der Steng für Zukunft zusammen gebaut gehen. Wir geben gern unter Zukunftsgestaltung von Lützeburg teilhaben, und ich auch an Evans nach Laag.